Hi, ich begrüße dich ganz herzlich bei unserem Livestream. Ein kurzer Livestream, wo wir ein bisschen vorausschauen, was es heute Abend in der Schweizerdeutsch-Lektion so alles gibt. Heute werden wir über das Wetter reden. Und das Wetter gibt ja einiges zu reden. Ui, das ist noch das vom letzten Mal. Muss ich aktualisieren. Das Wetter gibt ja jetzt einiges zu reden. Einmal ist es heiß und jetzt wieder kalt und dann regnet es. Und es ist immer noch Sommerferienzeit. Wir wollen ein bisschen rausgehen, gehen wandern, gehen laufen und so weiter. Also heute am Abend reden wir über das Wetter, über das Picknicken, über das Draussen und so weiter. Ihr könnt auch schreiben, ob ihr gerne draussen picknicken oder ob ihr gerne lieber in ein Restaurant geht. Zum Beispiel, wenn ihr mit der Familie unterwegs sind und geht wandern, nehmt ihr einfach Geld mit, dass ihr in ein Restaurant könnt, oder könnt ihr picknicken, könnt ihr unterwegs picknicken. Oder vielleicht sucht ihr Brätli-Stellen, wo man Serven bräteln kann. Wie auch immer. Es gibt ganz verschiedene Versionen. Es gibt Low-Budget-Versionen, wo man mit weniger Geld machen kann, und es gibt die exklusive oder exquisite, wo man ganz gut essen kann. Also heute reden wir am Abend am 8. Uhr in unserem Schweizerdeutsch VIP-Kurs über das Wetter. Das ist eine Familie, die geht picknicken. Vielleicht sind sie wandern und sie machen einfach einen Halt am Wegrand und sie tun ihre Picknickdecke ausbreiten und gut zusammen essen. Die Mami hat sicher gute Sachen eingepackt zum Picknicken. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man mitnehmen und unterwegs essen kann. Und dann kommt es regnen. Dann kommt es regnen. Und die Frage ist, müssen sie jetzt zusammenpacken und heimgehen? Oder wenn sie dort bleiben, weil der Vater, der war vorausschauend und der hat so eine Zeltblache eingepackt. Man kann so kleine Zeltblachen kaufen, die man so klein zusammenlegen kann, die nicht viel Platz wegnehmen im Rucksack. Und wenn nötig, kann man sie dann aufspannen und sich unter dieser Zeltblache verstecken, wenn es zum Beispiel regnen oder wenn es auch zu heiß ist und man ein bisschen Schatten braucht. Also sobald es Bäume hat, sobald es irgendetwas hat, wo man die Seile festmachen kann, dann kann man so eine Zeltblache aufhängen. Hallo Olivia, du hassest zusammenpacken, schreibst du. Ja, es ist nicht schön, wenn du dann plötzlich überrascht wirst von schlechtem Wetter und dann nachher musst alles zusammenpacken, vielleicht sogar schon im Regen, wenn es schon nass ist und regnet. Das ist nicht lustig, ja. Es ist besser, wenn du jemand kannst vielleicht unterstehen oder eben im Schermen sein, ein bisschen dich abdecken und dann nachher wieder gemütlich weiter picknicken oder gemütlich weiter wandern kannst, wenn das Wetter wieder schön ist. Weil meistens ist es ja so, dass der Regen gar nicht so lang ist. Oder häufig sind es einfach so kurze, intensivere Regenzeiten und nachher ist es wieder besser. Also ihr könnt heute am Abend auch von euren Erfahrungen erzählen, was ihr erlebt habt so mit dem Wandern und draussen sein und dem Wetter, wo wechselhaft ist und wo euch plötzlich vielleicht überrascht hat. Nach dem Livestream haben wir nämlich 30 Minuten ein Treffen online, wo wir miteinander reden können. Olivia, du hast eine gute Regenjacke. Das ist das A und das O. Und vielleicht braucht es manchmal noch Regenhosen. Oder ich tue manchmal einfach leichte Hosen einpacken, wenn es nicht so kalt ist. Und dann sind die immer schnell wieder trocken, wenn es ein bisschen windet. Und ein Regenschirm ist eigentlich auch noch gut, wenn es nicht zu fest windet. Dann nachher
den Regenschirm macht, dass das Wasser nicht alles an deiner Regenjacke nah runterläuft und auf deine Füße, sondern das ist ein bisschen weiter raus. Du kannst vielleicht das Zweite unter einem Schirm sein und das ist manchmal auch ganz lustig, so zusammen im Regen gehen spazieren. Also, das ist das Thema von heute Abend. Du kannst dich einschreiben auf unserer Homepage, wenn du Lust hast mitzumachen. Dann nachher kannst du dich da einschreiben. Äh, Du kannst das testen, einen Monat gratis lang bei uns dabei sein, unsere alten Videos und Livestreams und so anschauen. Und mal schauen, da unter dem Video ist auch der Link dazu. Und wir machen auch immer am Dienstag am Abend am 8 Uhr genau den gleichen Livestream mit der gleichen Geschichte, aber auf Hochdeutsch. Also die wollen gleichzeitig Hochdeutsch reden und lernen, die können sich einschreiben am Dienstagabend auf German Dog. Und dort kannst du mit uns Schweizerdeutsch lernen auf German Dog. Hochdeutsch. Oder du kannst dann vergleichen, wie das ist, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Wenn dich das interessiert, dann kannst du auf das German Dog gehen. Genau, das ist auch unsere Homepage. Und es freut mich, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen interessieren. Und wir treffen uns heute Abend am 8 Uhr. Bis dann. Tschüss.